Guten Abend am Null. No der schroen Iwerschwemmungen ginne Lot Bilan iwwer d'Wasserschiet gezun, déi op verschiedene Plätzen alles ernstnecht wie rosig ausgesehen. Vierop gehtt dabei den Schädechungen. Wen vu wem wieviel krit. An diesem Kontext sie vor allem de Staat an d'Assurance gefordert. Haut wëlle man die Prekärsituation vun engem deitsche Bierger aus dem Triererraum belichten, e Computerspezialist den eng mat Lützeburg verbunden ass. An eng Partyleit hai am Land zu senger Klientel zielt. Das war bis zur Überschwemmung am Juli mat der Denkschlichtung vum Computerspezialist ganz zufrieden. Das dat den Computerspezialist Gebhard Schneider den eng selliche Klion zu Lützeburg bedingt, darin Architekten, Ingenieuren, Firmen. Sei professionelle Sitz mat Büro huet hien zu Kordel enger Ortschaft am Trierer Raum mat 2300 Awohner geleen am Dal vun der Kiel engem klengen Wasserlauf. A grad zu Kordel hat die Verschwemmung a paar Schro zugeschloen an der großen Deel vun der Ortschaft ënner Wasser gesat. Ja, es war eine absolute Katastrophe. Als ich hier ankam und das erste Mal ins Haus geschaut habe, als das Wasser schon weg war, da wollte ich gar nicht reingehen. Und dann bin ich da durch diesen Schlamm gewartet und habe einfach kein Ende gesehen. Und jetzt sieht man ja 4 Wochen später, dass man einfach nicht vorankommt. Aber man sieht, da ist ja alles kaputt. Alle Türen, alle Wände, ne? Alles ist, Haustüre ist eingebrochen, die ist sogar aufgeschwommen. Die Kellertüre ist ausgebrochen und weggeschwommen, die habe ich nie wieder gefunden. Und so ist im Prinzip alles, was hier drin war, an Möbel, Schlafzimmer, Tische, Stühle, alles ist kaputt. Zu Kordel sind sich davon eins, dass die Überschwemmung vom Juli Ausmoßen ugeholt, der jetzt Vierdrun an dem Moos nach nie ginnt. Also ich habe das Haus schon über 17 Jahre und das war noch niemals hier im Haus, also drin. Ne? Und auch alle sagen, das wäre der höchste Stand aller Zeiten gewesen. Also man kann sich das gar nicht vorstellen. Also man schläft nicht mehr, man ist immer dann bis nachts hier am Schlamm schaufeln, dann geht das in den Rücken, man kann dann irgendwann nicht mehr. Man ist auch emotional total am Ende, also man kann dann einfach nicht. Und jetzt werkle ich hier mehr oder weniger alleine. Ne? Hoffe auf staatliche Unterstützung. Bisher habe ich 200 € eingesammelt von der Caritas. Kaum zu leben mir woer, der Mann, wie viel andere an der Ortschaft, sticht an den bürokratischen Labyrinthen fest. Also ich kenne das von Corona, da war ja genau das Gleiche, dass in Medien immer erzählt wurde, man lässt die Firmen nicht im Stich und man hat sich schon schlecht gefühlt als Unternehmer, weil man Geld vom Staat bekommen hat. In der Realität sieht das aber so aus, dass man nur die Betriebskosten bezahlt bekommen hat für 3 Monate. Aber wie jeder weiß, ist Corona ja etwas länger als 3 Monate. Und diese 3 Monate hat man die Betriebskosten bezahlt bekommen, aber man muss ja auch irgendwas essen und nicht nur die Miete und Bürokosten bezahlt bekommen. Ne? Ja, aber die Leute denken, man hätte dann einen Gewinn gemacht als Unternehmer, was natürlich totaler Quatsch ist. Man hat einen riesen Verlust gemacht, weil man ja weniger Aufträge hat. Das heißt, bis zum heutigen Tage haben Sie quasi noch kein Geld gesehen? Ja, 200 € von der Caritas. Das muss man, da bin ich auch sehr dankbar, weil das ist zumindest eine Anerkennung und da hat sich jemand, und ich habe viele Stellen angefragt, die meisten Spendenorganisationen geben keine Spenden aus, sondern das ist wohl in der Form, dass sie die weitergeben an irgendwelche anderen Stellen wie Staat oder sowas und dann schüttet der das aus. Aber bekommen habe ich halt nichts. Ich höre noch genau den Satz von Herrn Laschet. Keiner soll auf seinem Schaden sitzen bleiben, auch wenn er nicht, was ich ja nicht bin. Also bisher habe ich 200 € bekommen. Jedenfalls der Computerspezialist, dem seine berufliche Existenz im Spiel steht, als von der Politik bitter enttäuscht. Aber wie steht es dann mit dem finanziellen Rettungsanker von den Assuranzen? Ja, meine Versicherung ist leider hier aus dem Ort. Man macht das so hier im Ort. Man geht dann darüber zu der Ergo-Versicherung und sagt, ich brauche eine Versicherung für mein Haus. Habe ich damals gemacht. Da wusste ich noch gar nicht, dass es sowas gibt wie eine Elementarversicherung. Das war mir völlig fremd. Das habe ich erst durchs Fernsehen gelernt. Und ich bezahle im Jahr so etwa 700 € für die Versicherung. Da denkt man natürlich, man ist versichert. Habe ich direkt die Versicherung angeschrieben, habe dann auch schriftlich, das ging ganz schnell, ich habe auch mit denen telefoniert, eine Antwort bekommen, dass sie nichts bezahlen, weil da habe ich versucht, mit denen zu einigen auf dem Wege, dass sie mir zumindest die Möbel und das Bett und
Kleidung, sowas vielleicht bezahlen, vielleicht ein paar Computer oder irgendwas. Und haben die mir auch gesagt, nein, das hätte ich auch nicht, weil das wäre nur, wenn das Wasser durch eine Leitung kommt. Wenn das auch von außen durch Hochwasser kommt, dann ist das nicht versichert. Das nennt sich wohl Elementarversicherung. Das muss man dann, wenn man den Vertrag abschließt, sagen und ankreuzen oder wie auch immer. Und das habe ich halt damals nicht gemacht. Da gibt es gar keine Flexibilität. Nee, 0 Euro gibt es da. Das habe ich schriftlich eindeutig. Sie werden dann wahrscheinlich auch die Versicherung wechseln. Ganz sicher, ja. Da bin ich auch schon im Gespräch mit einer. Also das ist natürlich überhaupt keine Frage. Ich fühle mich halt schlecht beraten, ne? Und vor allen Dingen, weil es hier in Kordel ist, da weiß man ja, es könnte ein Hochwasser kommen. Ja. Ne? Aber es nützt mir ja jetzt nichts, ne? Gar nichts. Und die sind effektiv stur. Ja, natürlich. Ja, das ist aber typisch für Versicherungen. Also Versicherungen zahlen ja grundsätzlich nicht. Und dann muss man lange an denen arbeiten. Also ich bin schon sehr, sehr lange Vermieter und habe auch schon Schäden mit Mietern gehabt. Und dann grundsätzlich zahlen die erstmal nicht. Und dann vergeht eine lange Zeit, meist so ein halbes bis ein Dreivierteljahr, bis man sich dann einigen kann. Dann kriegt man einen Teil des Schadens bezahlt und muss dann wieder selbst agieren. Also so ist das in der Regel. So kenne ich das. Und da hat mir aber hier der Bürgermeister noch geholfen, dass ich zumindest, weil ich mein Unternehmen hier habe, ne, dass ich dafür einen Antrag stellen kann. Das ist aber nur so eine Soforthilfe und so wie ich gehört habe, sind das nur 1.500 €. Ich bräuchte aber dringend eine neue Haustür, weil jetzt kann jeder rein. Die geht halt nicht mehr zu, die war ja ausgebrochen aus der Verankerung. Und der nächste Stadt vom Haus, wo das Wasser keine Schuld angerichtet hat, war un Lokatären verlohnt. ich habe Mieter hier in der ersten Etage, die von dem Hochwasser ja gar nicht betroffen sind. Ne? Die sind schon ausgezogen und zahlen noch keine Miete mehr wegen dem Hochwasser, obwohl die keinen Tropfen in der Wohnung hatten. Und ich ja alles ordentlich gemacht habe, das sieht man ja auch im Flur, ist alles schon tipptopp, dass sie da durchgehen können, die Mieter. Also sind nicht betroffen, mussten hier auch nichts machen, haben auch nichts gemacht. Zahlen aber die Miete nicht mehr. Und so ist man ja natürlich sofort betroffen, ne, was einen finanziell stark trifft. Und auch diese überschwängliche Hilfsbereitschaft, von der habe ich nicht so viel mitbekommen. Wo ich allerdings sagen muss, mir hat ein netter Mann hier aus Kordel einen Ofen geschenkt und ich kann mir jetzt schon was heiß machen. Also ich kann mir jetzt morgen schon Tee machen, das ist schon super, vielen Dank dafür. Und dann, aber sonst mache ich im Prinzip alles alleine hier. Und was ich eben ja schon erwähnt hatte, es wurde der Müll abgeholt. Das fand ich auch toll. Wenn das jetzt auch vorbei ist, aber das war in der Anfangszeit, das waren ja Berge. Da stand ja der ganze Hof voll. Also wenn man das hätte alles selbst entsorgen wollen, wäre unmöglich gewesen. Lokatäre 0, Politik 0, Assurance 0. An wie haben dann die Lützeburger Klienten reagiert? Ja, das ist sogar sehr angenehm, das Entgegenkommen der Kunden aus Luxemburg. Ne? Mir hat sogar ein Architekt aus Luxemburg geholfen, hier diese Schäden zusammenzufassen. Also ich habe noch nicht alles drin, aber wir sind schon beim Betrag von fast 50.000 €, den das Haus an Schaden hat. Ne? Und da hat er mir ohne Entgelt geholfen. Fand ich super gut und das war schon sozusagen meine erste Spende. War das. Das fand ich richtig gut. Ja. Jedenfalls der Computerspezialist, der beruflich am psychisch mam Reck wieder der Mauer steht, huet er seiner Verzweiflung diesen Spendenopruf aus sein Haus ubrucht. Es sind ja jetzt in 1,5 Monaten Wahlen hier in der Bundesrepublik. Sie wissen ja schon, wen Sie wählen. Ja, ich weiß aber auch vorher, wen ich wähle. Aber wenn die Leute halt so wählen, dass Hochwasser kommen und die Welt zerstört wird, dann sind sie selbst schuld. Also ich meine, sind wir ja alle schuld, die sich ständig in den Flieger setzen und die Umwelt zerstören durch ihren Lebenswandel und durch die Überbevölkerung vor allen Dingen. Das sind die Menschen selbst schuld. Ne? Und die Politik, die denkt jetzt vielleicht um. Das sind ja aber große Warnungen von der Natur. Nein, die Politik denkt nicht um. Da geht es ja um Geld in der Politik. Und solange dieselbe Regierung dran ist, wird sich da nichts ändern. Wir werden weiter die Umwelt zerstören und die Welt geht zugrunde. So sehe ich das. Da wird sich nichts ändern, wenn die Leute im Kopf sich nicht ändern. Ne? Wenn die Leute nicht umdenken und anders wählen und das auch wirklich wollen. Ne? Das würde heißen, es muss noch schlimmer kommen, oder? Ja, das wird schlimmer kommen, ganz sicher. Und ob die Bürger dann einlenken, weiß ich nicht. Ne? Wird man sehen in der Zukunft. Ne?
dass de Mann a viel aner geschirdecht durch die Verschwemmungen sehr Hëllef brauchen, fir eng Fait zu evitieren, leiit op der Hand. Themewirsel. Auch an diesem Sommer gëtt vom Minister organisiert Velostrecken, die wie dëse Weekend erem vill Cyklisten aus dat Land ugezun hunn. Velosummer heescht das Initiativ, bei der verschiedene Straßen für das Auto gesperrt, an de Velosfahrer iwwer lossinn. An der Theorie. An der Theorie waren noch diese Weekend verschiedene Straßen für das Auto gesperrt, mit Zirkulation Interditschilder an Barrieren. Nimmen, in Wirklichkeit sind das Verbotsschilder für viele Automobilisten so gut wie nicht wert. Weil hunderte von Chauffeuren haben die Schilder einfach ignoriert und sind durchgeführt. Resultat: op Straßen mit Keieren sind Velosfahrer für allem Familien mit Kindern a Gefahr brucht gin. Just op der Strecke zwischen Koppelsch der Mämer gouf eng Art Speer, die den Auton onmöglich gemacht hat, durchzufahren. Das war samstig. Mei, sondig hatten der op dieser autofreie Strecke die Barriereselementer einfach op Zeit geheit, sodass auch dort Autos konnten durchrennen. Was die Markierung von der Velos-Summer-Strecke betrifft, so sind die wohl mit einer geselligen Pfeilschilder angewiesen, da aber leider mit einer regelrecht blatzierten Handfarbe die DAX über sie gauf. Es hätte nicht brauchen, einen Designer oder Grafiker zu engagieren, für auf die Idee zu kommen, die Schilder an einer auffälligen Farbe, zum Beispiel agil, zu fabrizieren. An andere Wider ass de gut gemengte Velosummer vom Minister Ausbau a fir allem verbesserungsfähig. An da will auch haut de freiere Prokureur von Dickre Jean-Bourg zu Wort kommen lassen. De Jurist, den net ausschließt, dass auch derch Corona-Streitfall betreffend den Droit de l'Homme zu Straßburg könnte landen. Allerdings warnt der Jurist Hai für uns zu viel optimistischen Erwartungen. Ihr könnt nicht holen wie an totalitäre Regimen, da kämen 3 Leute an weißer Blues, die giffen nicht holen, an die ne gift Picke holen, kriegt nicht an den Arm, den Arm packen, a klack, schon sind wir geimpft. Das ist ja nicht bezweckt. Das Problem ist, wer Maßnahmen ergreift dafür, den sich schon nicht will impfen lassen. Das ist das Problem. Und ihr seht schon, die Maßnahmen, die müssen proportional sein. Ist so nicht so. Wenn ihr seht, das geht nicht, dann soll ihr einfach hernehmen, dass das disproportioniert. Wenn ihr so, den Weg kann nicht mitgehen. Dann soll das proportionell. Da muss er natürlich auffeiern. Wie weit auf? Der Richter dann letzten Endes, erstens mal der Politiker. Den ist natürlich darüber aus, für so Mann wie möglich Risiko anzuholen. Ich hoffe, der Leute fehlt zu denen. Ja, wir fuhren, wisst ihr, Herr No, 5 Jahre gehen wir vielleicht gewohnt bei Slaloms. Dingen op die wann der Chance huet vor der mat planne Mches vor der Slalom an Dir kommt die verlächt. Da kann der awer Bemer leng her peng ratchtech an de Potto geworden. Dat das schwéier. Besonders also der Proportionalitéit, do we se jo net fährt im Nachhinein gesot gëtt. Dir könnt die Richtlinien schmengen sie Sachen, die sind evident, bei denen die Affäre von denen Kanner, die nicht geimpft sind, durch Straßburger Kur durchgewöhnt gesagt, das eine Gérance, die ist aber die ist legal, die steht am Gesetz, das legitim, als legitim, aus denen an den Ursachen, die wir auch können nachvollziehen, wo wir ja von Mainland gesagt kriegen, was damit auf sich hört, und sie ist auch nach proportionell, weil die können just nicht an Spielschule gehen. Wenn der aber lo in Hut wird mich graviert, weil die hat ja dort das gravierende Problem, dass das bei den Salarieren. Wo gesagt wird, dann da wird. Es gibt französische Decisionen, Kassationen. An mir hu jo do bissi selwicht Prinzipien, wo bei engem dodegräwech pensionäbres Entreprise, wo du jo so Di geht mat dodechen du stecht jo okay den annner un. Ja mir du hast die Idee,
Auch in den Do das kann natürlich vun den Erbechten vun de Salarien ustierchen. An do as eng Reglementarregel, déi mussssen géint Hepatit B geimpft gin. Salarie leist sich net impfen, gëdent los. Kassation seet Motiv reale serieux. Ke Problem. Dat heeft Dir kënne so weit goen. Die heier da lo Bemol hun so Franzischen op de Fernsehen so weiter, du ginn mo a Verkote gefrot. Wat eng Dir dann lo davon? Ja, war du Travail mo schon e Problem, wo mir jo och, wo gi mir gewur wie geimpft as. Datenschutz. Datenschutz. Also e Patron kann net huet net ze wësse wie vu sege Salarie geimpft gin ass. So war mir wëllen die Pandemie do mat Datenschutz a mat schlecht verstandene Menschenrechtskonvention beikommen. Also dann deet het mal leet, dann si wir vielleicht ein bisschen zu pingelig. Holt, wann der lo nimmen etwas hört, wo ihr Südfriese seht, da kann es doch nicht gehen. Holt Gesundheitswesen. Spitäler. Die sogenannten Altersheimer. Und zwar a Domizil. Zu einem Zeitpunkt, wo die Algesot krit hun, bleif do bannen. Giet no bei Leiwen net raus. Ich hun am Anfang vun der Dingen wo man kein Masken hat an so weiter. Du hue de Journalist eng ministerisch gefrot méi kreen die Erleiter wenigstens se lo Masken. Du de gesot, Jo de brauche jo kein Di defir jo net raus. Ja, die ginn da sowieso hunn se Tendenz fir sich zu schützen, noch wann gif so gitt Dir, da gifen déi so ma gi lever net. An dann kommen zwar Domizil raschpat séiert Ech hun Leiit gefrot si der gimpfen. De gesot mich dann impfen los. Mch gesot, dat Dir mir net hai ne COVID raschläft. An dat Dire an net krit. Ja, das ich weiß nicht, was an dem Rektor dran ist. Ich habe gesagt, die ist ja wurscht, alldemal. Was ist da, was da dran ist? Also, ein bisschen gesagt. Ich meine, mit dem Problem ist den von der Proportionalität, den dann so weit gipfeln kann, weil eben, da auch von der, die jung geimpft gehen, guck mal an Deutschland, wo schon gesagt wird, da gehst du, sobald ein Fall hier auftaucht, da gehst du heim. Do könnte se loselo an dofreden sich het den dat net können eichter machen die Sachen do. Well Lo ihr wisst ihr braucht 6 Wochen ihr da sogenannt immun sieht also die loséier an Vakanzläfen an sich impflossen ja, die sind voll fir Katz van se Pech hun. Do werdet jo nach gonet. Also ich menge wann in Lo de Problem do vom rechtliche Standpunkt guckt, et ginn Hürden zu holen. Das net einfach méi as dann so dat van Äpfel Appppes net einfach ass lo Märet go net. Et gëtt natürlich lo de gesider jo an Frankreich. Lo feiere man dann de Pass an. Well man wëlle so also Appppes los man mal sinn, dat das jo am Fangol fir die Obligationun sich zu vaccinieren, für die si obligéiert an den an alles schön gut genau net. Wat mat da wannnech net gin Jo do. Könne man nicht machen. Ich hun nicht schon gesot Rechtslag as so, dat het net ausgeschloss ass, dat ik kan keint Salarmesient losgin. Dat zwe dat fir so Jo dann, van Di net geimpft zit, gi Di net op de Platze wo le ze justechen. Di git net an de Restaurant die gi net so. Da so Jo még Freiheet. Da kommen fall mar op de Prinzipien die Jo Kur vu Strasbese go. Doaus erhëlt an net kënnen an de Restaurant goen oder an de Kino, ass dat dann net eng proportionell Maßnahmen fir déi dann durchsetzen. Also do an dat fir als Gesundheitsminister Schweier eng freier Kollegie, die Feier la genug an der Jurisdiktion administrativ tätig, déi wees doch höchst wahrscheinlich, wann se net wees, da mussssen hier leider, da mussssen sie Justizminister froen an so weiter, dat et net einfach ass, dat wees ich mit de Problem. Et kann e net soen Dir Dir sieht fir Dimpfpflicht. Dir sieht Gesundheitsdiktateuren, dir sieht Antidemokraten. Nee, die anti sind, dat sind die gehen
die sich nicht impfen lassen. Ich gebe so auch die sich impfen lassen, also, aber nicht am Text. Herr Tom aber nicht zu mir sagt, ich stehe nicht mit Verlagen, nicht mit Firmen. Du darfst nicht firmen. Das soll nicht auch nicht, dass du eine Sauerei, das soll nicht firmen sowieso nicht. Also, da habe ich kein Problem damit. Ja, das ist ein bisschen, ich meine, am Gesundheitswesen hätte es schon lange müssten irgendwie angefordert gehen. Am Gesundheitswesen au sens large. Und dann auch all die Kontakt tun. Wobei sich da freut, dass es dann nicht mehr einfach mal machen, eine Pflicht für Leute so du, das ist ohne Bemol, ja, wir haben aber keine Kontakt mit den Leuten. Da fängt darum an, Diskussion, wenn also südfreilich, wenn ich gelebt impfen, dann ist es fertig. Just das Problem ist den, was man davon die Leute nicht machen. In Frankreich, also hat der Senat gesagt, da machen wir keine Entlassung draus, Möglichkeit draus, wir schreiben das nicht an den Text, wir suspendieren den Arbeitskontrakt. Da kriegt noch kein Pai, und dann ist noch immer beschäftigt. Kriegt auch kein Showmatch. Von denen entlassen geht, dann ist der Basis, kann sich ein anderer Arbeitsstelle. In den suspendiert das, den ist noch immer beschäftigt. Also, du hast dann so, man hätte einen Ausweg, ein Schoff hält den als op de Kap. Also das net einfach fir dat ganz. Wer doch net einfach ass, dat as lo van der Texte merkt, die könnt net zo Projekt loi, am Navonprojet, da diskutieren man den der Membre Projekt, da geht dat de Conseil d'État, da geht noch na Janni a Mani pour a vie, an dann so weiter jo van fertig, gi ich so immer so weiter hoffentlich Pandemie dann noch benennen. Dann könnte Problem, da riskieren Texte natürlich schlecht zu gehen. In Frankreich ist uns schon egal, wie man im Pflicht stehen, die Texten, die sind nicht gut gemacht. Ich meine, sollen nicht nur die für eine Impfpflicht sind, an den antidemokratischen Akt drücken. Das heißt, wenn wir alles so zusammenfassen, allgemein geguckt, der Ball irgendwann könnte zu Straßburg landen. Aber wenn ich es richtig verstanden habe, dann gibt Straßburg so okay, die Allgemeinheit für Individuen. Ja, also das ist bei Straßburg ganz klar. Ich habe die Impression, ich sehe kein Spezialist von der Jurisprudenz, von der Kur von Droit de l'Homme. Die sind hier ganz ein, die schreiben ganz viel, die versichern noch immer an konkreten Affären, all Details rauszupicken für an einen konkreten Fall. Erstens mal die Länder über eine gewisse Latitude zu gehen, an aber Prinzipien klar zu sein. Das Prinzip ist ganz klar. Ja, das kein, wo gibt es ja gesagt, Menschenrechte, das sind Individualrechte. Ja, aber guckt aber mal, was an der Konvention steht, die Lächer, die Ausnahmen, die gehen natürlich von der Kur kontrolliert. Und du hast die Impfobligation, die ist an sich nicht bestritten. Problem ist just, was an der pandemischer Dinge, wo nicht just geht bei Kanada, so, da gehen sie eben nicht an den Spielshow. Da kann ich für ihn da mal leben, da müssen sie gucken, da gehen sie eben nicht an den Spielshow. Aber wenn da aber gravieren Sanktionen wollt, wisst ihr nicht, wo die Proportionalität, damit hätte ich als Richter immer, ich will nicht sagen, ja, das ist ein Ermessen, mit denen sieht das proportionell, den anderen sieht. Die Konvention, wo immer da steht, Sanktionen müssen vorgesehen sein, sie müssen effizient sein, sie müssen dissuasiv sein und sie müssen proportionell sein. So, ich will. Was heißt das konkret? Wenn er das sagt, ja, wie viele Jahre sind das? Ja, da kommt dann da konkret an Situationen, wo ein Land sagt, zum Beispiel bei Korruption, nicht mehr Prison. Das ist voll. Das aber das ist ja lachhaft. Das sind die Sachen, wo die direkt dient sind. Das ist nicht proportionell. Und das ist es. Aber da kommen die ganz viel zwischen Situationen, wo, ja, also Straßburg ist selbstverständlich. Also es gibt mich wundern, wenn in Frankreich, bei uns wird für gesagt, wir werden noch Franzosen.
wie immer vun eisen Älteren feiert sech schon mal op Franzose gewerkt. Da war mir dann net op der Welt mé als Älteren hunn op Franzose gewerkt am Minet an se sinn nie kom. Mir lehnen als jo ganz ger hun Franzosen unmé ha leef Zeit als davon. Von den dergen juristische Probleme mam Jeanbourg zu einem ganz anderen Thema, dem Lützeburgischen. Heweis als Spruchmates Lexrot auch haut des an déi einer Spichten als Spruchperlen zu verzielen. All Sachen, all Wörter, Sachen, die bleiben, Ausdruck, die bleiben, das gilt gerade so für Ausspruch wie für die anderen. Aber an Eiserspruch kommen eiser neuer Wörter schwer oder gar nicht ab. Vor allem, weil wir es durch als Spruchssituation zu leicht tun, für ein Deutsch, Französisch oder Englisch Wort heranzuholen. Haut zu groß Kultursprachen wie Französisch, Deutsch, Spanisch, Portugiesisch, und viel anderer, aber auch ganz viel Krempes mit neuen Wörtern, die bei all aus dem Englischen kommen, weil technisch Sachen meist mit einem englischen oder angloamerikanischen Numm op Welt kommen, an sich sozusagen global durchschlagen. Ein leicht verständliches Beispiel aus den letzten 30 Jahren ist natürlich der Computer. Aber die Kolossen aus den 70er Jahren mehr schlanker, stark sind, wat Franzosen sich mehr Druck in hun, für den Computer ein Ordinateur an Face zu geheilen, an die Deutsch ein Rechner. Die Ausdrücke waren natürlich der Bedeutung noch richtig. Gerade wie den Telekopieur für den Fax. Aber sie hätte besser gehabt, darüber nachzudenken, dass der Computer an der Fax zu an einen europäischen Kulturraum gehören, weil die zwei sich op Latein steipen. Computare hecht dem Sinn no a Kolonne schreiben an ze Summe rechnen. Fax ass nicht anecht wie dat zu Summe gerekelt Lateinisch facsimile, also mach selwicht. Wie mat den neuen Ausdruck instinktiv, verständig an auch richtig reagieren. An diesem Zusammenhang kommen mir auch noch op eng Party einer Ausdruck zu schwatzen, an iwwer die ganz interessant weiß, wie d Litzebuer Dacks, ob hier manier sind der Jour an Dach wieder aus dem technischen Gebiet heranholen. Themewesel. Haut da will immer e weiteren Deel vun dem Dokumentär iwwer Minen vun der Terre Rouge an d'Erbecht vun de Mineure weise. Anzwer geht et haut d'Alode vun de Waggoen, Concassage an noch de Transport vun der Minet. Dobei huet die elektrisch Schmuelspurbuun eng prioritär Rolle gespielt. Am Juli 97, no 140 Joer Erzaufbau am Lützeburg-Lothringer Raum, waret nun definitiv e River. An double oder triple Traktion hunn die kleng elektrisch Maschinen bis zu 12 Waggonen mat eng Gesamtgewicht vun 440 Tonnen gepackt. Eng Ram mat 3 Maschinen vum Typ SW, Schneider Westinghouse, kom loes Eurogeschlag. Des Maschinen hatten 2 Motor vu je 160 Pferd, zu summen standen also 960 Pferd zur Disposition. Spurweit vun der Arbeit ihrer Schmuelspurbuun wo 70 cm, also knapp Talschend vun der Normalspur. Am Katenär waren 500 Volt Gleichstrom. Vor weitem huet sich die nächste Ram ugekönnecht. Sie gouf gezun vun 2 Maschinen vum Typ Alstom, auch nach Krokodil genannt. De Stärkmaschinen hatte 4 Motoren vu je 150 Pferd, dat vor 600 Pferd pro Maschine.
Mini-S-Bun hat ihren eigenen Atelier. Der war zwar nicht so groß wie der von den Jumboen, mehr für klein bis mittelgroße Reparaturen an den täglichen Entretien gehen durch. Mit 320 Tonnen Mine am Rick ging es 16 Kilometer langer Schienenweg Richtung Lützeburg, am Thiel, dem dritten und wichtigsten Abgang von der Mine de Terrou. Donc nos locomotives sont équipées de deux sécurités. Une première sécurité dite de l'homme mort. Le pied est maintenu donc sur une pédale. Une deuxième sécurité, la vigilance. Toutes les 45 secondes environ, le machiniste est obligé d'appuyer sur sa vigilance. S'il n'appuie pas sur la vigilance, le convoi s'arrête systématiquement. An der Hirlukom goufen d'Wagon los vun engem vollautomatsche Avanceur an den Briecher Heinzebierch gedrickt, an do vun engem Kulbuteur entlueden. Hei gesit ihr, wie dat funktioniert huet.
Die ganz Anlage ass vollautomatisch gelaf, a gouf von diesem Posten aus gesteuert. D'Auslöde vun de Waggonen, de Konkassage vun der Minet, an den Transport iwwer Förderband op de Bellbahn. Alles gouf mat Televisionskamera iwwerwart. Wo et Minetzrammen löet, dann gongen Bidden, Bennen oder Talboen, wie des Waggon noch nach vun de Mineur genannt goufen, gleich nicht zurück an Min. Die elektrisch Miniasbun wo die Lächtschmolspurbun am aktive Betrieb zu Lützeburg. Ein Transportmittel, den zur Min geheiert huet wie Salz an Zopp. Mit der Schließung von der Min geht doch ein wichtiges Kapitel vom Lützeburger Eisenbahnswesen zu Ende. (1989) huet Min de Terrouge nach 3,5 Millionen Tonnen Minet produziert. 1997 wurden nach just 500.000 Tonnen. An 376 Millionen Tonnen zenter dat Min besteht. Ohne Heijewen brauche ich noch kein Minet mehr. An den 28. Juli 1997 huet die Lächt Minetsram an der Hiel Min de Terrouge verlos. An dat woret dann. 140 Jahre Erzaufbau am Lützeburger Schlotringische Raum waren mat diesem Dach definitiv erriwer. Am mat diesem zum Deel nostalgische Rückblick an Minet vun den 90er Joren wir mat dann haut en vun eiser Null-Emission ukom. Bleibt gesunder Monter an Eis 3. Adi a bis nächst Woch mat neien Themen a Kommentaren.